Das Stadion ist voll. Es ist noch früh in der Saison und beide Mannschaften, das haben die letzten Wochen gezeigt, haben sie ihre wahre Form noch nicht gefunden. Insofern könnte das heute vielleicht eine richtungsweisende Partie sein, Sebastian. Absolut, Tom. Ich denke das genauso wie du. Und gerade der Verlierer muss ja aufpassen. Also er müsste dann doch darauf achten, dass er nicht zu sehr unten reinrutscht. Aber der Gewinner, der könnte sich dann wieder nach oben orientieren. Also deswegen ist das so eine packende Begegnung. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Riesenmöglichkeit. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Und er trifft ihn hier voll am Schienbein. Also da hätte man eigentlich gut und gern auch gelb geben können. Kann er die Möglichkeit nutzen. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. So eine frühe gelbe Karte. Jetzt muss er sich das ganze Spiel über zurückhalten, sonst sieht er vielleicht noch rot. Er findet den freien Mann. An die Latte. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. So, jetzt müsste mal langsam die Hereingabe kommen. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Da in Station Torwart. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Ja, schöner hoher Ball. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Und daraus könnte was werden. Und so soll das aussehen. Oh, das war doch harmlos, genau in die Arme des Keepers. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab.
Schön Volley getroffen. So, das hier ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen vielversprechenden Angriff. Also so hart kann er nicht in diesen Zweikampf gehen. Da hat er Glück, dass es nur Freistoß gibt. Ja, und da freut sich jeder Torhüter, wenn ein Spieler versucht, aus dieser Distanz aufs Tor zu schießen. Das kann nicht funktionieren. So, jetzt sollte mal langsam aber sicher was passieren, denn es steht immer noch 0:0 und das kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs. Ja, gutes Stellungsspiel des Torhüters, er hat den Ball. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, das sieht gut aus. Abseits, gute Abwehrleistung. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Ganz weiter Ball vom Keeper. So, das war's, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Ja, das ist doch ein tolles Fußballspiel, ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Irgendwann müssen die Tore ja mal fallen, vielleicht im zweiten Durchgang. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Jetzt hat er die Situation geklärt. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ah, wunderbar gesehen. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Die Viererabwehr da hinten steht sehr kompakt, sicher und solide. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Und jetzt muss er schießen. Und er geht erst an den Pfosten und dann ins Tor aus der Ball. Klasse Zuspiel. Also der Ball. Schöner Pass. Ja, bloß weg das Ding hier mit dem Kopf. Klasse. Und das über diese Entfernung. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst.
Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Klasse Schuss. Und er geht an die Latte. Ja, das könnte eine Möglichkeit geben. Super Pass. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Nicht schlecht. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, gelb, damit ist er jetzt verwarnt und muss ab jetzt aufpassen. Das ist Verwarnung Nummer 2, hoffentlich geht das nicht so weiter. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Da sieht er die Lücke. So, jetzt wird's gefährlich. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Ja, er köpft nach vorne. Los, schieß, Junge! Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Schön mit dem Kopf. Genau so stellen wir uns das vor. Endstand 0:0, 22 Spieler, aber kein einziges Tor. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.